Talk it like Louis D. One check. Yes, baby, es geht wieder los. From New York to Laos to Napoli. What we you say? here, Yeah. we here. Alle zuhören. Alle auf dem Bild sind worken, gehen in die Küche, holen dich etwas zum Essen, trinken etwas, machen den Doppio Espresso, Ristretto, Cappuccino, wir sind da, wir sind rum und wir haben Verstärkung. Wir machen Podcast-Sparring heute. Podcast-Sparring. Niemand weiß warum, aber es passiert. Yo, Bro, ey, endlich wieder back, ey. Ja, man, stabil, was läuft? Ciao, Bello. Ciao, wie geht's dir? Alles Super, gut? mir geht's sehr gut. Sehr gut. Vor allem geht es mir gut, weil wir heute wieder mal Verstärkung haben. Endlich, ja. Und ich habe mich noch nie so sicher gefühlt wie heute im Podcast wie heute, weil wir haben eine Maschine dabei, wir haben eine Maschine am Start. Ladies and Gentlemen, Ich würde sagen, ein fetter Applaus. welcome, Nick! Hello, Nate! Hola, muy buenos dias! Buongiorno, signore, come va la vita? Wie läuft's? Wie geht's, Bro? Alles bestens. Jetzt mit dem Intro oder nach dem. Geiles. Perfekt. Weißt du, was ist etwas Trauriges? Wenn wir das machen, alle voll motiviert und dann wird es voll langweilig. Ja, voll. Nein. Wir probieren immer ein bisschen Action geben. Bam, 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 bam. Bro, wir fangen eigentlich jedes Mal genau gleich an. Einerseits mit dem Intro, wo wir schnell unsere Bisschen 27 Schreien und Sekunden so. haben. Ja. Und nachher, die meisten, viele Leute kennen dich wahrscheinlich, die jetzt zuschauen. Genau. Und wir fragen einmal dich, oder den Gast, wie er sich selber beschreibt, weißt, wer du bist, wie geht's dir, Bro, was machst du, wer bist du? Also mir geht's gut. Sehr schön, ganz Ich wichtig. war krank vor kurzem, aber habe es überstanden. Magen-Darm. Aber sonst alles gut. Top, freut Wer uns. bin ich? Das ist eine gute Frage. Ich bin ein bescheidener Familienmann. Wow. Das ist schnell easy gegangen, um das herauszufinden, aber das ist ein. Manchmal ist weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Genau. Ja, Ladies and Gentlemen, zuerst wir ein bisschen vorstellen, das ist der Nate. Yes. Hooked, wie heisst Hocked ist deine Gym, Genau. die du hast. Genau. Was kannst du dort trainieren? Alles? Also Fitness, Weights und Boxen. Nice. Seit wann haben ihr das? 2020. Ah, okay. Noch nicht so miteinander. 21. Okay. Ja. Und da bist du das allein im Betrieb? Also du bist das im Betrieb, Nein, ist es dir oder? Ich, ein paar Jungs und ich haben das Okay. Okay, und das ich bin ist. so ein bisschen das Face, aber Ja. Wo ist es denn? gerade beim Brunau. Ja. Seal City, 2 Minuten, Brunau Ja. Ausfahrt. Ja. Geht dort. Okay. Ja, Zürich. Nice. Und also bist du in der Fitnessszene vorher schon gewesen, oder wie bist du auf das gekommen? Ich Im bin Boxen. 2015 auf New York gezügelt Ja. und habe dort wieder das Boxen extrem ernst genommen. Ich habe schon lange angefangen zu boxen, vor vielen Jahren. Okay. Ich komme von einer Boxfamilie. Ja. Aber dann, ich habe dann streng, also seriös Musik gemacht. Und dann bin ich auf New York gezügelt, um eigentlich so das Musik so ein bisschen erweitern. Ja. Aber dann bin ich völlig ins Boxen hineingegangen und ich dann mit meinem Onkel wieder under the wing Flügel. Also das heißt, Okay. muss man vielleicht noch sagen, du bist Ami, oder? Ich bin Afro-Kanadier-Amerikaner. Die Familie ist von Kanada auf Amerika gezügelt. Ja. Vancouver, New York. Aber ursprünglich, also der Afro-Teil ist von Nigeria. Und Ja. dann mein Vater ist Süditaliener. Ah. Das ist eine richtig traurige Mafia-Mischung. Mein Gott, Alter, Scam-Mafia. Ich hab brutal Paranoia, Alter. Irgendein falsches Wort heute sagen, Alter. Schon mit bist irgendwelchen gut mit nigerianischen Leuten uns hier abzocken da irgendwo, Alter. Erzähl mal, wie die Zeit in New York. Mann, Also wie lange bist du dort gewesen? Wie hast du es erlebt dort? Also jetzt beim letzten Mal bin ich 2 Jahre da gewesen. Okay. Habe dann direkt 12 Kilo abgenommen. Ja. Und habe das Boxen extrem ernst genommen. Und dann habe ich angefangen Leute zu coachen, weil ich bin ja schon 36. Ja. Ja. Also Oh, siehst nicht so aus. danke. zum Competen hat es nicht Sinn gemacht. Also er hat jetzt eigentlich gehofft, dass du sagst, er auch. Er sieht auch nicht aus wie 30. Ich habe Luft angehalten, bis jetzt Kompliment zurück. schon draussen, so Ja, voll, wenn gehst du mir weg. Das ist schon gut. Bumerang ist bei mir abgestürzt. Ja, und dann habe ich Leute angefangen zu coachen, die ein bisschen Geld gemacht, also im Gym von meinem Onkel gearbeitet. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann
habe ich da angefangen Leute trainieren und dann ist es super schnell gegangen. So. Was heisst, wer ist dein Onkel, dass du sagst, du bist also von einer Boxerfamilie? Erzähl Ja, mal von deiner also- Familie. Ja, mein Der Großvater war Boxer in Nigeria und in England. Noch. Okay. Er ist dann geflüchtet von Lagos auf Liverpool. Ja. Dann hat er all meine Mutter und ihre Geschwister gemacht quasi. Okay. Und dann sind sie auf Kanada gegangen. Ja. Und 2 von 3 Jungs, also Buben, die er hatte, die hat er quasi, also er hat alle gezwungen eigentlich zu boxen. Ja. Das ist so ein bisschen Ja. das gewesen, oder so. Alte Schule, Nigerianer, Ja. 6 Mal August jeden Tag, out Töchter müssen joggen und Hafenflug haben. Wurde diszipliniert, also von Anfang an. Eben, so, Vor allem, ich finde, da haben Boxer noch relativ viel, dass das sehr disziplinierte Ja, ja. Menschen sind. So wie er ich. ist recht Afrikaner und so, 30er Jahre, 40er Jahre, also mein Großvater dort Ja, ja. und dann natürlich 60er meine Mutter und so. Ja. Und dann sind sie von Liverpool auf Vancouver gezögert und beide Ja. meine Onkel, also der Jünger ist dann später gekommen, aber der Michael, Olajide Jr., er hat dann Golden Gloves Kanada gewonnen, das Amateurturnier, und da hat er auch National Championships gewonnen. Und dann sind sie auf New York gegangen und da hat er eigentlich seinen Namen gemacht, er hat grosse Namen gekämpft, ein paar gewonnen, ein paar verloren. Und dann hat er ein Problem, er ist der mit der Augenklappe. Ja, Kennt voll. den eigentlich Ja, noch also recht ich gut, weiß, wer das ist. Ja. Er hat eben so Victoria's Secret trainiert und Will Smith. Und Sehr viel Jay-Z berühmt, ja. und 50 Krass. Cent und all die, oder? Und er hat so ein bisschen das sein Ding gemacht, das Augenklappen-Ding. Und er hat so ein bisschen das Fitness ins Boxen eigentlich reingebracht. Ah. 80er, 90er Jahre noch. Ja. Hat er Wow. wirklich so bekannt gemacht weltweit. Ah, was? Wo anfangen die Adriano Limas beim Trainieren haben, die haben, so ein bisschen, die haben das Boxen normalisiert. Sonst früher hast du müssen Tattoos haben und Muskeln haben und auf Steroids sein zum aha. Boxen. Das hat nie gestummen. Ja, Ja, aber das ist so Sport der, ist genau das ist einfach so das das Bild gewesen von Boxen. Genau. Ja, ja. Leute, weißt, Frauen haben gesagt, nein, ich will nicht schlagen, Ja, das ja. ist zu aggressiv. Ah, wow. Jetzt macht es jede Frau. Ja, ja, jetzt Ja, ja. macht es für Stars. Ja, Ja, genau. nonstop. Genau. Ja. Und er hat dann in einem Kampf hat er Retina gerissen, geschnitten, und dann hat der Arzt noch einen Fehler gemacht bei der Operation. Wow, hat aber okay. trotzdem 3-4 Mal noch gekämpft danach. Sicher. Geflogen beim Augentest quasi. Ja. Aber nachher ist es zu weit Also gegangen. er ist blind in einem Auge. Also in einem Auge, ja. Wow. 80%. Also er sagt, er sieht so wie in Dreieckli so ein bisschen, weißt du, so, Okay. Bild. wenn er ein bisschen so macht. Er Ja, tut dann so oder im wie. Handy so lesen. Ja, voll. Und er hat berühmte Namen trainiert, also Sehr, ja. auch für Filme, für Genau. verschiedene Hollywood-Filme. Genau. Ich glaube, $1 Million Baby. Wow, okay. Hat er Ja, crazy. Vorbereitet Hilary oder wie? Swank. Oder? Ja, genau. Hilary Boah. Swank hat er trainiert. Ja. Mega. Und dann Will Smith hat er geholfen. Er ist auch im Film, beim Ali-Film. Ah, wirklich? Sparring-Szene am Schluss Ah, vom was? Fraser-Kampf. G-Man, Okay, geil. ganz Wurde geil. geil. Und dann vielleicht noch 2-3 andere. Und jetzt trainiert er immer noch? Macht er das immer noch? Er gibt noch Training, ja. Geht noch Ja. Training, ja? Ja. Hat er ein Gym Er hat eins gehabt, Aerospace, also 2 in West Hollywood und New York. Okay. Aber jetzt irgendwie nach 20 Jahren zugemacht während der Pandemie. Ah, ja, ja. Jetzt Okay. macht er einfach eins zu eins. Hast du das eigentlich von ihm so gesehen? Kann mit Box, Fitness selber machen? Auch, aber eigentlich der jüngere Onkel dann, also sie sind Mhm. beide Weltmeister geworden, aber der jüngere Onkel Tokumbo, der hat mir eigentlich alles beigebracht dann. Ja. Seine Schule war ein bisschen anders, ein bisschen mehr gezielt, ein bisschen mehr Okay. detailliert. Und ich bin ein extrem Psychoanalytiker. Ich gehe Okay. sehr ins Detail, auch Ja. als Coach und als Mensch. Ja. Und der Stil ist für mich dann, und ich habe mich extrem, auch schon von jung an ins Boxen verliebt. Okay. Weil es einfach extrem hohes Level Chess, also Schach ist, aber Mhm. mit dem Stress, mit der Angst, mit der alles. Ja, das ist mit das allem. Geile dran. Ja, mit dem Pressure, alles, wo Genau. im Ring. Ich finde, Also- alle Sportarten im Ring sind wild. Absolut. Und wenn du reinsteigst, bist du schon in einem anderen Modus. Genau. Du musst voll, also der Fokus. Ich habe erst gerade letztens, der Tyson ist ja viel, der Mike Tyson ist ja Ja, viel in voll. so Podcasts und so Zeugs. Ich habe letztens ein Statement von ihm gesehen, dass er gesagt hat, er ist immer vor jedem Kampf hat er brüllt. Ja, ja. Voll, und so noch, sein. weißt du, noch fragt so der Typ, der ihm so die Frage stellt, der so, hey, Mike Tyson brüllt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also Ja. ich bin wie in dem Modus, in dem Monster, habe ich mich wie verwandelt. Bro, amigo, wenn du das siehst, als ob Hulk jetzt gerade redet. Ja. Ja, ja. Wurde wild, weißt du, wenn er das so sagt, ich bin in das Monster reingegangen, in den Modus und nachher ist es nicht so einfach gewesen, um dort wieder rauszukommen. Absolut. Es ist eben so, dass es ist ein einsamer Sport. Ja. Und man macht eben intern extrem viel durch. Schon im Training, also wenn man Sparring hat und du hast Leute vor dir, die dir fremd sind und sie wollen dir den Kopf abreißen und sie Ja, voll. wollen dich verletzen. Und mein Onkel hat mich von früh, also von jung an, rein da mit Leuten, die einfach festgeschlagen haben, die Schon. schlimm ausgesehen haben. Sie haben sich beweisen bei mir, weil ich irgendwie von der Schweiz gekommen bin und was Ja, ja. auch immer. Okay. Und dann haben sie mich umbringen und das ist einfach einsam. Du bist Wow. einfach, und du kannst nicht raus, Ja, sonst bist du ein Pussy. ja, kannst du flüchten. Ja. Erzähl mal, wie ist es nachher gegangen? Also hast du auch mal also Kämpfe bestritten oder bist du Schau, ich in kann die im Richtung Halbprofi, gegangen? aber ich kann
unter uns habe ich ein illegales Ding beziehen, um kämpfen in dem Halbprofi. Was heißt illegale? Ja, weil ich habe keinen Social Security Code hatte. Das ist so ein bisschen das Steuerding in Amerika. Ja. Und zum Geld machen, als Amateur weggegangen, aber nachher zum Geld machen habe ich ein Problem gehabt wegen dem kanadischen Pass und ich bin zu lang geblieben in Amerika. Okay. Illegal quasi, jetzt kann ich Ich sagen, weiss, was du scheißegal. meinst, Ja. Also habe ich so quasi mit meiner Fähigkeit gekämpft, oder? Ja. Aber meine Erfahrung kommt vom Hochlevel-Sparring. Voll. Vegas, New York, LA. Ja. Und nachher, wie ist es nachher gegangen? Also dann in der Schweiz angekommen, wie ist das dazu gekommen, dass du ein eigenes Gym eröffnet hast? Also ich bin einfach zuerst zurück da gekommen und ich habe eine Lehre im KV. Ja. Ich dachte, ich gehe ins Büro und schaue nebendurch mal ein bisschen aufbauen. Aber dann habe ich in einem Gym angefangen, Luxor. In der Stadt, und angefangen Kurs zu geben. Dort habe ich Leute kennenlernen. Dort hast du angefangen Boxkurs, oder? Ja, genau, so Gruppenkurs. Ja, und dann 1 zu 1, aber bei den Leuten hier eben so ein bisschen Rüschlig, okay. Kirchberg, so ein bisschen Ja. People. Und dann ist es sehr schnell umgegangen. Ich bin der einzige Typ in meinem Alter, mit meinem Aussehen und mit meinem Stil, dass die Art von Training, die ich mache, und das hat sich dann mega schnell umgesprochen. Und dann ist es eigentlich sehr schnell gegangen. Aber wenn bist du überhaupt ein Profiboxer? Also, weißt du, wenn du so Halbprofi, was heißt das, wenn ich mal Profi? Also es ist sowieso, dann zählt es nicht auf dem Record. Es ist eigentlich gleich wie Profi. Ja. Es ist nicht Halbprofi, es ist einfach quasi, dann hast du keine Statistik quasi. Okay. Lomachenko hat das auch so gemacht. Er hat so eine Transition zwischen Amateur zu Profi, hat dann noch so ein Turnier gemacht, glaubst du. Irgend so etwas. Okay. Kann man Amateur überspringen, dass man direkt in die Profi geht? Man kann, aber dann kommst du runter. Schon. Die Erfahrung brauchst du eindeutig. Ja. Schon, Das kommt dann zurück. Was heisst das, wie viele Amateurkämpfe musst du haben, bevor du darfst, also kannst Profi Ist je gehen? nach Mensch, je nach deiner Intelligenz. Ich würde sagen, okay. desto mehr, desto besser. Und wie tun sie dich anwerben? Also das heisst, musst du einfach Kämpfe gewinnen und nachher sagen jetzt, der ist gut, dann nehmen wir jetzt als Profi auf, oder wie Nein, du fängst funktioniert jung an. Ich meine, Amateur fängst jung an, 12, 13. Und Okay. dann probierst 50, 100, 200, 300. Russen, Kubaner haben 200, 300 Kämpfe. Boah. Das ist, Als du hast- Amateur? Ja. Ja, also Hast du jeden Tag 300? 3-mal Schläger, oder? Ming, ja. Ja, es sind Turniere, es ist jedes Weekend. Das Krass. ist besonders Heftig, eben Mann. auch Amerikaner. Floyd hat 100 irgendetwas. Es gab es etwa 9-mal verloren. So etwas. Lomachenko Wow. einmal verloren, 300 Kämpfe. Wer denn? Lomachenko. Okay, krass. Und der hat das, also der Wie viel hat der Floyd gehabt? Was hast du gesagt? Wie viel? 100 etwas und Und er hat 9 Kämpfe verloren. ich glaube, oder vielleicht ein bisschen mehr. 16, okay. Ja, 16. Wild. Aber dafür hat er seinen Profi, ist eigentlich gleich. Profi ist ja Profi hat Ja, der, ja, da ist ja dann wichtig, da ist ja da, was zählt, oder? er hat dann verloren dort in der Olympiade. Ja. Und dann, das hat ihn dann geweckt. Ja. Und dann im Profi ist er unschlagbar gewesen. Also Ja, Psycho. Schaust du ihm gerne zugeschaut? Sehr. Sehr, weil als Du kennst ihn Kenner- persönlich, oder? Das, Ich habe ihn kennengelernt, ja, zweimal. Aber ich würde jetzt nicht sagen, also nicht mit ihm abgehängt. Also im Ja. Gym schon, aber nicht irgendwie die Haut oder was immer. ja, ja, einfach. Ja, Okay. aber ich habe ihn kennengelernt, ja. Ich habe ihm gerne zugeschaut, weil wenn du verstehst, was er macht, Ich finde, bei mir ist Das eben ist genau, geil. bei mir ist eben genau das. Ja. Bei Mayweather, als Nicht-Box-Fan, finde ich jetzt zum Beispiel nicht der größte Box-Fan. Ja. Ähm, kannst du langweilig finden. ja, find ich ihn sehr defensiv. Weißt du, wenn er das so wie er kämpft. Mhm. Aber so, ich habe das von Paul jetzt schon gehört, wo sich mit der Materie mehr befasst haben Ja. und mehr Ahnung haben, was du definitiv hast. Finde ich das mega Meisterwerk, meisterlich, wie er das macht. Dann siehst du einen Kristallball rein. Mhm. Siehst Ja. du, Voll, ne? Das ist er so Dafür dein schaust du Favorite? du schaust lieber den Anthony Joshua, der K.O. schlägt, ein Heavyweight. Ja. Also ich, Das- am liebsten habe ich sogar UFC. Das ist so ein bisschen mein, sogar, mein Kampfsport. Ja. Das ist dann komplett andere Richtung. Ja, das ist Ja. absolut etwas anderes. Ja. Hast du von gestern geschaut? Gestern habe ich nicht geschaut. Gestern, Also, weil ich Joshua bin- meinst Das ist Joshua Ja. gegen den Ngannou. Ja. Ich habe, ja, jetzt Brutal. jetzt Also, was haltest du von dieser Showcamps? Weißt du, das ist ja Show. Das ist keiner gewesen. Nicht? Nein, du meinst jetzt Jake Paul und so, du meinst das schon? Ja, Ja, so Nein, solche das ist Dinge. fein. Aber das sind auch Leute, also das sind auch Dinge. Schon? Jake Paul ist ein offizieller Profi-Ding. Der Logan nicht. Aber der geht und kämpft gegen. Also gut, Mike Tyson ist wie alt ist er jetzt? 56? 56. Bis 50, ja. Weißt du, ja. Was haltest du von denen? Also, das ist ja eigentlich. Gut, gerne, ich mache Cash, Alter. Ja, wegen Geld. Ja. Aber es mittlerweile Nein, gibt es. der Jake macht es nicht wegen. Also er macht es auch fürs Geld, aber er nimmt es wirklich ernst. Also Schon, er wirkt auch. Ich muss es lassen. Er Er trainiert wirkt jeden auch. Tag, er nimmt es ernst, er ist willens zum Lernen. Aber wenn er es ernst nimmt, wieso kämpft er gegen so
Legenden, also sagen wir so ältere, Das ist dann schon Geld. schon, oder? Aber sonst würde er ja gegen... Komm mal, das soll man gegen Joshua kämpfen. Aber das ist schwer für ihn. Aber er ist, also Sparring macht er dann schon mit den Real People. Schon, Ich kenne 2, 3, die Sparring mit ihm machen, die sind richtige Bären. So. Okay. Also er kommt schon drunter im Sparring. Er schießt nicht davon weg. Aber mittlerweile gibt es ja so viel von diesen Showcamps, egal jetzt, ob jetzt auch Rappers heutzutage in deutschen Szene kämpfen dann nonstop. Ja, gibt's ja, siehst die ganze Kämpfe. Schadet das dem Sport? Nein, ich finde nicht. Ich finde, es bringt, also jetzt Deutschland ist ja gleich, weil es hat keine Reichweite auf Amerika. Ja. Saudi-Arabien, wo jetzt die Kämpfe sind. Ja, aber voll. jetzt ein Jake Paul, ich finde nicht, weil es zieht mehr Augen zum Sport. Ja. Und er kämpft halt schon gegen Kämpfer, ein paar sind halt UFC. Okay. Seien wir ehrlich, er sollte, also der Ben Askren hätte sollen schlagen, das verstehe ich. Ja. Mhm. Oder auch nicht. Aber weil er steht auch am Anfang gewesen und der Ben Askren ist halt auch ein Kämpfer. Ja. Ist UFC, er ist ein Grappler-Wrestler, was immer im Vordergrund. Aber Ja. trotzdem hat er Schläge kassiert. Ja. Seine ganze Karriere und ist nie gekommen, also außer gegen den Masvidal, oder? Mit dem, Ja. mit dem Knie. Ja, genau. Ja. Sonst ist er, glaube ich, nie gekommen von einer Hand, haben sie, glaube ich, gesagt. Aber der zweite, wie heißt der? Der Black One. Woodley, Tyron Woodley. Mhm. Der hätte er jetzt nicht unbedingt schlagen. Ja. Schon Jake schon lassen. Also Das ist schon krass. ich finde, es tönt vor allem witzig. Weißt du, wenn du so sagst, ja, schau da, ein YouTuber, Influencer, Ja. boxt jetzt, Er dann macht denkst das du. extra, er verkauft das extra so. Ja, Ja, er aber ist schon ein riesen Marketing-Genie. Aber, Ja. aber er boxt jetzt seit 4, 5 Jahren und Schon, jeden ja. Tag und hat das ganze Team bei ihm. Jalen Love ist eine rechte Hand von Floyd, der trainiert ihn. Wow, er hat schon okay. Leute bei ihm, die es verstehen. Mhm. Und er ist halt athletisch schon begabt von Natur aus. Okay. Er hat eine starke rechte Hand. Und du merkst, er lernt immer mehr und mehr. Du, ja, Ich respektiere es, weil er geht gegen Kämpfer sicher mal. Ja, Gegen Fury, sein Bruder, hat er auch gekämpft. genau. Ja. Das ist auch ein wahrer Boxer, hat ja Voll. knapp verloren. Mhm. Ähm, Das war recht umstritten, der Kampf, gell? Oder nicht der Kampf, sondern das Resultat. Ja, ich hätte unentschieden, oder ich glaube es sind 10 Runden gewesen, also Ja. 5 Das ist zu, nicht viel. 6 zu 4 für einen, je nachdem, Okay. wie man es anschaut, je nach dem Auge. Ja. Wer ist der, für dich der beste Boxer auf der Welt? Momentan, Auch all time. all time. Die Frage ist immer so schwierig. Wenn ich es beurteile, sage ich immer allen, ich tue es beurteilen, von was mein Auge live gesehen hat. Ja. Also quasi nicht Mhm. können hinterher gehen, Sugar Ray Leonard ist ich bin ein riesen Fan von Sugar Ray Leonard und Sugar Ray Robinson, Mhm. aber ich habe die auf YouTube gesehen. Ja, das ist was anderes, ja. Also muss ich schon sagen, Floyd. Schon, Dort, ja, einfach, ich bin ein extremer Intelligenzfan und er ist einfach zu intelligent gewesen. Also immer noch. Voll. Das muss man einfach lassen. Ja, hoch IQ im Ring. Ich finde, das wird noch oftmals unterschätzt bei Kampfsportlern. Intelligenz, weißt du, Das verstehst so die Spielintelligenz haben wir im Fußball, im Ballsport Ja, ja. und so, das ist ja im Boxen, im Kampfsport genau das Gleiche. Also das ist mega. noch viel schneller. Ja, Und natürlich hast du ja das Konsequenzelement, das noch mitspielt. ja, Das safe. macht einen Viel riesen intern, ja. Unterschied. Im Ja. Fußball oder im Tennis verlierst du einen Punkt, okay, hast du verloren. Verlierst Ja, du einen Match, genau. hast du verloren. Im Boxen, erstens mal den Ngannou gestern, Ja, ja. ist schwer schlafen gegangen für ein Zeit. Ah, absolut, ja. Das nimmt er mit für das Rest von seinem Leben. Das sind Genau. Hirnzellen, die er nicht zurückbekommt für das Rest von seinem Leben. Oh, Auch wenn er jetzt da aufgestanden ist und ein Interview Ja. gegeben hat, das kommt dann irgendwann mal Ja, für ja. die Quittung schon wieder für. Ja. Das kann ich euch versprechen. Also das ist mal das. Sein Leben ist immer im Spiel. Aber es ist halt eben die Verletzungsgefahr und der Stressmoment ist im Fußball und so ist einfach nicht das Gleiche. Oder? Mhm. Das macht das ist so. Du hast jetzt schon recht berühmte Personen dürfen trainieren oder Ja. mit ihnen Sparring machen. Joshua ist einer von denen, 50 Cent, Loredana. Wie ist dazu überhaupt gekommen, dass du so also das sind Stars. Ja. Die Frage bekomme ich von wochentlich. Und ich weiß nie, was antworten, weil ich right place, right time. Ja. Ich glaube, ich habe irgendeine Energy, die Sterne tun sich Ganz richtig geil. Reihenfolge zusammen. Ja. Aber ich habe zu jedem hat es eine Story. Loredana habe ich während der Pandemie kennengelernt. Sie haben mir geschrieben, und haben gesagt, hey, ich habe von dir gehört, Ja. ich möchte gerne trainieren. Okay, cool. Und dann hat sie die ersten 2 Mal abgesagt. Und hat, sie kommt eh nicht. Und dann ist sie auftaucht während der Pandemie. Und dann ist sie Ja. jeden Tag gekommen. Schon. Sicher. Und, Gut, dann ist halt, weißt du, wenn du schlussendlich einen guten Job, ja, Job machst, absolut. weißt, wenn du, Das geht ich kann mal schwer, ich habe noch nie mit dir trainiert, aber ich kann mal schwer davon aus, wenn so Leute die ganze Zeit immer wieder zu dir kommen, die haben natürlich auch eine Meinung und die erzählen das auch weiter, das ist Genau. eine heftige Mundpropaganda. Ja, genau. Und Nur wenn so, ich habe keine Webseite, nicht. du nicht gut machen würdest, dann wärst du eine Banane und niemand will zu dir kommen. Ja, genau.
Hat der 50 starke Schlagkraft? Ich habe mit dem 50 trainiert, Aha. aber ich konnte den 50 noch nicht können trainieren. Ich Ah, bin mit so. ihm unterwegs gewesen, aber wir haben zusammen in den Sack hineingeschlagen und alles. Ja. Er versteht Boxen, er ist Linkshänder, er versteht das Boxen Schon, extrem gut. Er ist von Natur aus halt ein Bully, Ja. Leute anficken, und er hat mir Storys erzählt im Gefängnis. Hat er sich ausgesucht, wer der Schlimmste ist vom Gefängnis, wer hat den grössten Namen, wer hat am meisten Leute umgebracht, der fickt jetzt an, der schlägt. Er ist so einer gewesen, er ist mental. Ja gut, weißt du, der 50 haben wir nicht mal abgeschnallt, ja, hat ja. überlebt. Der ist ja vor dem Open, er ist dann mal von einem Lastwagen angefahren worden, irgendwie 3-4 Wochen vor und kommt noch als Open Frauenfeld. So, das Das habe ist ich nie gehört. ein Panzermann, das ist ein Panzermann. Ja. Ich habe voll Panik gehabt damals. Ich hatte 50 vergöttert damals. Okay, Ich habe ja. vergöttert. Und nachher, ich habe gewusst, da kommt das Open, ich habe mich voll gefreut. Welches Jahr war das? Locker 10 Jahre. Ja, macht Sinn. Ja, irgendwie 12, vielleicht 11, 12 Jahre oder so. Mhm. Und ich habe so Panik gehabt. Ich so, nein, Alter, jetzt kommt der 50 nicht. Ich habe schon in meinem Kopf, ich habe schon wieder ihm eine E-Mail schreiben, du Missgeburt, komm gar nicht, Alter, hör mal auf, Alter. Und nachher ist das eben mitbekommen, nachher, ja, normal komme ich habe gesagt, ich komme. Ich so, das ist eine Legende. Weißt du, Ja, das ist ein Interview, so, du bist der größte King, Alter. Man. Nicht mal ein LKW kann dich umfetzen, man. Ein spezieller Charakter. Ja, glaube ich. Von Und mit allen dem- Stars, die ich kennengelernt habe, ist er ein spezieller. Schon, was ist er speziell? Also, wie meinst du? Er ist So. extrem streng und er ist extrem launisch. Schon, Schon am Dienstagabend hast du eine Version und dann schon Mittwochmorgen Krass. hast du völlig andere. Es ist eigentlich basiert auf seinem Schlaf. Und es ist so schlimm sogar, dass ich bin sehr eng mit dem Tony Yeo, Uncle Ja. Murdo und so. Ja. Und weißt du, beim Zmorgessen mit dem Team, dann, wenn du auf Tour bist mit ihnen, dann fragen sie, ja, wie ist der 50 heute drauf? Heute können wir heute echt. Ja. Auch der DJ, weißt du, er will eigentlich nicht das Lied spielen und das Konzert, er will Schon, etwas anderes ja. vorschlagen. Wo er schon mehrmals mit ihm zusammengearbeitet hat? Ja. Also, Da haben sie Angst. Alle laufen auf Eierschalen, sagen wir auf Richtig. Englisch. Niemand Okay. darf Beeps machen, wenn er schlecht gelohnt ist. heftig. Weil du merkst es auch, wenn er Beef hat mit dem Heftig. The Game, Young Buck, wer auch Ja, immer, ja. die sind nachher tot. Also weißt du, tot. Ja, ja. Karrieremäßig ist vorbei. Ja. Er macht dich kaputt. Ja, er ist schon mega, er ist mega einflussreich. Alter. Ja. Ja. Aber er ist hat auch viel- er hat Perry. viel Wie sagen wir gepusht. Perry? Er will ja einfach alles zerstören, oder? Wenn, Ja, ein Bully, also, Ja, ja, ein Bully. ja, der ist ein Kopf durch die Wand, der ist ein Psycho. Und mit Joshua Mhm. Weltmeister. Das ist spannend, ja. Das Das ist, ist- Ich bin auf London gereist. Ich hatte einen Kämpfer dazu mal gehabt, der in seinem Gym, Ja. Joshua geht immer noch ins gleiche Gym, im gleichen Schon, Gym ja. trainieren, wo er angefangen hat. Wo er angefangen wenn er in hat. London ist, also in Ja. Finchley. Was für eine Legende. Ja, Geil. er ist wirklich voll. ist er von London? Er ist von Finchley, ist Okay. 1 Stunde außerhalb. Ja. Da bin ich hingefahren und er ist der gewesen. Er ist jeden Tag dort, von 11 bis 2, trainiert er 3 Stunden und er ist einfach mega humble. Also, wenn du reinkommst, Weißt du, wenn So. du jetzt mit so einem trainierst, wo ja Profi auf dem maximalen Level ist, der ist ja heutzutage sind Boxer ja perverse Athleten. Das sind ja. eindeutig, ja. Ja, das ist nicht mehr, also mal schön, aber ist heftig. Ja. Wie, wenn du jetzt so halb, bist ja Halbprofi gewesen, hast du vorher gesagt, oder? Wo du kämpfst in den Staaten. Wie weit ist schon das Level, weißt du, der Unterschied rein vom Training, von der Power von denen, ist das vergleichbar oder ist das dann Kein sind das nochmal Unterschied. 3-4 Steps mehr? Weil ich habe Sparring gemacht mit Weltmeister und Profis selber. Also dort Ja. kein Unterschied, wie sie trainieren. Klar, alle haben ein bisschen einen eigenen Stil. Was ich jetzt da nicht kann antworten von Kraft und was ihm, weil er ist ein Heavyweight. Ja. Das ist Ja, ja, die das ist- stärkste, das ist fair. stärkste Faust, die ich bis jetzt Schon. gespürt habe. Sicherlich. Aber ist auch klar. Ja, das ist aber Er das ist ist 50 Tank, Kilo Mann. und er macht das seit Jahren jeden Tag. Und Ja, er ist ein Spätanfänger, gell? Also er hat mit 18 Jahren angefangen. Ah ja. Ja, Das war ein was? Notfall gewesen, oder? What the fuck? Boxen. Hätte er noch mit 12 Jahren angefangen. Dann, also Krass. der Grund, ich sage, der Grund, warum er gegen den Usyk verloren hat, ist genau wegen dem fehlenden Amateur-Experience. Ja. Okay. Weil der Usyk hat dann schon seine 200-300 Kämpfe, Ja. glaubst Der Ukraine, der mit der Zahlung, der Ukrainer Genau. da, Ja, gell? ja. du? Aber eben in dieser Ostblock dort, die machen eben so lange Amateur und die fangen sehr jung an, mit 7, 6, eigentlich in Amerika auch, oder? Ja. Du fängst jung an mit dem Boxen, weil es ist, du kannst nicht wie im UFC einfach Weltmeister werden, no disrespect. Okay, jetzt ist jetzt, wie heißt der Heavyweight, der von WWE übergekommen ist in UFC? Der Blonde. Brock Lesnar, oder? Genau. Ja, voll. Damals, ja. Der ist innerhalb, ich rate jetzt mal 2, 3, 4 Jahre Weltmeister geworden. Ja. Das siehst du niemals im Boxen. Ja. Ja, ja. Überkommen, 2, 3 und dann wirst du Weltmeister. Also auf dem Level. Ja, ja, weißt auf dem Level. Ja, ja. ja. Bei uns ist schon ein Marathon, kein Sprint, so wie man Mhm. sagt. Oder? Ja. Das ist langfristig. Und wie ist mir jetzt gerade, wenn du jetzt so erzählt hast, rein von den Ländern her, ist ja schon so, dass es, wenn du so von der History anschaust, sind schon die Staaten, Afrikaner haben Box auch noch heavy Intus und Russen nicht. Ist das nicht so ein bisschen, sind das so die 3 Mainspots? Kann Es man das so sind, sagen? nein, ich würde sagen Mexiko.
Also Oh. Afroamerika, also Amerika allgemein, Ja. also nicht Afrika, gell? Also wirklich Amerika. Ja. Urban. Und dann hast du Mexikaner, du hast Kubaner, Russen sicherlich auch. Und England. Also England die hat ja das Boxen, glaube ich, sogar erfunden. Schon. Gut, wenn England fragst, die sagen, die haben praktisch alles erfunden. Ja, gut. Wenn die haben fragst, die haben die Welt erfunden, ja. Bei denen, ja. Ja. Nice. Aber sie sind, aber du musst schon sagen, der Stil von Amerika ist legendenmäßig schon Nummer 1. Wenn man jetzt so in der Blick Tyson, Ali, Floyd. Ja, Die sind schon mega prägend. Die haben halt lang prägende Leute gehabt. Also weißt du, gerade einer nach dem anderen. Genau. Vom Ali zum Tyson zum Mayweather, das ist ja unverkennbar gewesen. Ja. Ey, aber jetzt gut, wo das Thema, ich bin froh, nicht die Frage ist vergessen. Ja. Du hast vorher gesagt, du hast eigentlich gut Musik machen jetzt starten. Ja, ich habe vorher Bist da du schon aktiv? Musik gemacht. Nein, ich bin nicht mehr aktiv. Was hast du gemacht? Ich hätte jetzt dir eher so ein bisschen Country-mäßig dich Ja, das passt. Country Beyoncé oder Style, ja. Origami Boy. Jetzt geht all Country, oder? Weil, Ja, jetzt go. das ist Number One Zahlen, ja. Weil Jeder Labels Country, sagen, gesehen. Ist voll, ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde, meine Schwester hat ja mal in der Stadt gelebt und Ja. sie ist mega Country, ein riesiger Country-Fan. Das ist crazy. Und mein Vater ist Schlagzeuger auch für Country Music. Schon. Vor 2 Jahren, habe ich das letzte Mal schon erzählt? Ah. Wegen dem Gashi. Aber du gesagt hast, wie hübsch das ich bin. Ja, voll. Jetzt, Wir ja, sind, voll. ich bin mit dem Gashi gegessen in L.A. Und der hat gerade gesagt, Gashi, der, ja genau, der von USA. Und der, Okay, cool. ja, voll, und der hat gesagt, ich gehe in Country rein, weißt du, so, in den Musikstil. Passt Vor dazu 2 Jahren. irgendwie zu ihm passt. Ja, voll. Und ich so, wieso, Passt weißt du, zu der ihm. macht voll. Ja, nicht. Und das, Sarkastisch. Nein, ich finde es und das sympathisch. sagt er, ja, jetzt gehen alle die Richtung. Und der Wegen den ist Labels. voll Ja, ja. krass. Beyoncé jetzt auch. Lil Nas X hat so ein bisschen angefangen, oder? DJ Khaled kommt auch mit so und plötzlich, ja, der produziert. Also ich bin so. wirklich der Lil Nas X jetzt eingebrochen mit dem. Ja, Weißt du, mit dem der I hat sich schon wanna lange- old ja, ja. town road. Und das Lied, wie alt ist das jetzt? 5 Jahre? Das ist keine Ahnung, das Bin ich ist sogar geil. mehr, gell? Schon, ja. Also haben sie sich ein bisschen abgeschweift. Aber hast du lange Musik gemacht? Ich habe lange Musik gemacht. Ich komme von einer Boxfamilie, von einer Musikfamilie. Mutter Sängerin, hat mit Legenden gearbeitet. Mein Vater auch, Schlagzeuger. Sie hat sich auf der Tour kennengelernt in Kanada. Und ich bin dann quasi auf der Bühne geboren. Quasi. Wo bist Schon, du? Wo bist du auf der Also Welt? schon da. Aber Ja, das einfach ist- eben ah. mit Musik oder so. Wow. Und dann ich habe eigentlich mein Leben lang außer der Lehre und so in der Schule habe ich geboxt und Musik gemacht. Und dann habe ich geschrieben für sehr viele Leute. Ja, das machst du auch nicht mehr. Nein, ich habe für Sony gearbeitet als Songwriter Ah, wow, okay. in Germany. Und dann selber habe ich viele Shows. Also während der Lehre habe ich Schule gemacht, Lehre gearbeitet und Wochenende Shows. Dann habe ich viele Opening Acts gemacht, Bow Wow, Tiger, Flowrider, Busta Rhymes, Philly, und das auch Hallenstadion und so. Und dann, aber es ist so ein bisschen MySpace-Zeiten, nicht Ja. Instagram, YouTube, Ja, das ist ist- nicht mal richtig Ja. rum. Da merkt man, du bist 36 gewesen. MySpace Revenge, amigo. There you go. Ja, die, There you die go. jetzt so 2000 darauf, die können Gerade das so gar der Transition von physisch zu Ja, ja. digital. Ja. Ich habe gestern ein Bild gesehen auf Insta. Alle, weißt du, die Hotmail noch haben als E-Mail-Adresse. Ah, ja, Dann das denke ich, Bluemail sogar noch. ja, ja, dann weißt du genau, look, du bist ein alter Sieg, der noch Ja, MSN und so voll, gemacht das wenn ist du noch Hotmail hast, amigo. absolut. AOL und so. Ändere peinliche E-Mail-Adresse gehabt früher. So MSN. Nein, ich habe im Fall immer so meinen Namen gehabt. Schon. Schon. Ich habe immer Nat Rule, weil ich bin riesen Ja Rule-Fan. Ja. Nein. Killer. Mit Nat Rule, ja. Killer. Und jetzt bin ich mit dem 50 unterwegs und das frage mich immer, ja, aber ich bin mega close friends mit dem Rule. Ja. Geil. Und ich habe, als ich mit dem 50 auf Tour jetzt, also Ja. bin, nach Ja. Deutschland und Schweiz, habe ich all meine Bilder mit dem Ja Rule archiviert. Weil er ist immer so einer, wenn er das dann sieht, dann kriegt er mich Ja, ja, ja. hey, was ist, weißt du, was ich meine? Die haben einen funny jetzt noch. funny Ja. Beef gehabt. Aber ein ernster. Also ja, Ja. ich würde sagen, aber spielen, aber zum Beispiel, weißt du, der Move, den er gemacht hat, der 50, mit der ersten Reihe Tickets, Ja. hast du das mal mitbekommen? Nein. Der Ja Rule hat irgendwo, ich weiß Ah, nicht, ja, ja. wo, Kann hat er alle Reihen gekauft. voll, hat die ersten Leer. 6, 7 Reihen und alle leer gekauft. Geile so Move, das geil. beschreibt der 50 schon geil. Das ist, Ja, ja. merkst du, der ist schon ein cleverer Typ. Aber er ist Ja, eben er voll. ist ein Eifersüchtiger. Schon, Ja. Ja, ja. Das ist halt schon so. Wie sieht es jetzt aus in deinem Gym? Haben wir dort ein Talent, wo bald eines vielleicht durchstartet, ein junges Talent? Also ich habe jetzt da, der Maru. Oh! Strong, nice. Brown Luzerner. Schon, Ja. Ja, represent Luzern, wir sind in Luzern, brutal. Siehst du? Und dann der Brian ist jetzt auch zu mir gekommen. Mal schauen, was wir mit ihm machen können. Hammer, Aber er ist Hammer. halt jung. Siehst du Potential in ihm? Ja, ich meine, er ist, wir müssen viel schleifen. Ja. Aber er hat von Natur aus extrem viel
Kraft, er ist explosive, er ist athletisch. Wie alt ist er? 29. glaub ich. 29. Schon. Aber wir müssen schauen, wie wir jetzt da mit dem Kopf können schleifen können. Okay. Jetzt müssen wir einfach Sparring machen. Einfach viel wieder. Er ist halt auch weg gewesen, ja, lang. Mhm, Hat ja. jetzt jemand gegen ihn Sparring gemacht, wo es ist ja mal so eine Story gemacht hat, wer will gegen mich Sparring machen? Oder er hat etwas gepostet, glaube ich. Ja. Also er hat im David Gym hat er mit jemandem gemacht, glaube ich. Ah, okay. Der hat er recht schnell gestoppt. Und dann bei mir hat er 2-3 Mal gemacht, aber Boxen regeln wir nicht über Sparring. Okay. Ja. Ja. Hä? Was soll man? Also einfach im Boxen tust du einfach manierenmäßig nicht über jemanden. Ja, seinen Sparring verständlich. reden. Das ist einfach so Respekt. Ja, verstehe ich. Ja. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel mit dem Brian? Er Du trainierst er wird ihn. Profi gehen. Und, Richtig wir haben schon Profi? ein paar Angebote. Jetzt vorher du erwähnt hast, ein bisschen Deutschland-Celebrity-Ding. Okay. So in der Richtung. Ja, aber Okay. er würde das dann nur fürs Geld machen. Aber er Schon. wird wirklich ernst Profi. Mhm. Wir sind mit ein paar Locations am Reden, grosse Ja. in Zürich, Mhm. für den ersten Profikampf. Jetzt schauen wir irgendwann mal im Aber Sommer. 29 ist nicht ein bisschen zahlt. Ich finde vor allem, weißt du, er hat ja bevor er in den Knast kam, schon geboxt. Thai-Box, glaube ich. Ja. Thai-Boxt. Ja. Und jetzt ist er, der ist ja ewig lang in den Knast, nicht? Ja, jetzt ist er 8 Jahre, oder 7,5, 8 Jahre. Also 7, 8 Jahre. Ist das überhaupt noch aufholbar? Weißt du, die Intelligenz, die du vorhin gesagt hast, im Ring rein. Es ist je nach Mensch. Die Frage ist es aufholbar, damit er mit einem Joshua mal im Ring steigen oder einfach mal, er soll jetzt einfach mal sich finden. Okay. Ich unterstütze ihn. Wir haben eine geile Doku-Serie, wo wir am Schiessen sind, wo sehr viele Leute interessiert sind, also grosse Ja. Namen. Mhm. So ein bisschen behind the scenes und bis zum Ja. Kampf und während dem Kampf und alles. Jetzt haben wir die erste Episode geschossen. Hammer. Ja, aber ich habe ihn vorher nicht gekannt. Ich habe seine Story auch nicht gross gekannt. Gross kennt, okay. Ich folge eben so Schweizer Nachrichten eben nicht so. Okay. Mhm. Also habe ich eigentlich alles können ausblenden, weißt du, so Ja. ein bisschen was Vorurteile und so Sachen. Geil, hast du die Meinung selber können bilden? Genau. Ohne Er grosse ist mega Beeinflussung. lieb und ist gar nicht Schon, aggressiv und so. Mhm. Aber weißt du, es hinterlässt schon seine Spuren. Gell? Absolut, ja, Gefängnis, safe. so. Und Absolut, dann nicht nur Gefängnis, er war eben noch im Bunker, gewesen, oder? Ja, Das ist komplette Freiheit weggenommen. Das ist Ja, es ist ja. animalistisch. Ja, weil Knast ist ja. Es geht ja nicht darum, dass man die Zeit wegnimmt, sondern es geht darum, dass man die Freiheit ja, Genau. beraubt. Das ist ja eigentlich der Sinn vom Knast. Aber unser Modell vom Gefängnis ist eigentlich genau das. Und mit dem Bunker ist ja noch viel schlimmer. Ja. Und dann lebst du im Kopf. Ja, safe. Und das machst du im Ring eben auch. safe. Aber mit einem vor dir, wo du den Kopf abreißen. Das hast du im Gefängnis nicht. Dort bist du für dich allein und das ist sicher auch eine dunkle Welt Ja, und etwas anderes. Aber im Boxen hast du die dunkle Welt plus noch einen, der dich noch verletzen. ja. Und darum habe ich immer gesagt von Anfang an, ich würde jetzt nicht meinen, dass das vom Gefängnis kannst über eine Verbindung, also in Verbindung setzen mit Boxen. Mhm. Das hat er am Anfang noch gemeint, jetzt kommt er langsam rein und ich unterstütze ihn bei dem. Was würdest du jetzt an einem jungen Talent mitgeben? Auf was muss er schauen, dass er Profi schafft, vielleicht weiter, also, dass er eine gute Karriere hat? Das Erste ist einen guten Coach finden, den er respektieren Mhm. kann, wo auch es passt und er kann das Richtige beibringen. Weil das haben wir da wirklich nicht so. In der Schweiz? Da jetzt, ja. Wenn wir jetzt von da reden. Ja. Und in Amerika hat es Ja, ja. Aber auch nicht im Gegensatz zu wie viele Trainer es gibt, bist du auch wieder bei den 5%, oder? Ja. Und dann einfach hart trainieren. Jeden Tag. Und so viele Erfahrungen noch holen wie möglich. Mhm. Amateur, einfach viel Kampf. Weil im Amateur hast du an einem Turnier hast 3, 5, 6, 7, 8 Kämpfe, wo immer es mag sein. Und da hast du diverse Stile, wo du musst kämpfen. As you say, Styles make fights. Eben der Joshua hat jetzt den Ngannou geschlagen. Ja. Der Fury hat mega Mühe gehabt mit dem Ngannou, hat Genau. knapp gewonnen. Heisst es nicht, dass der Joshua der Fury wird schlagen. Die Dreieckstheorie geht nicht im Boxen. Wie auch Inter schlägt Juve schlägt. Ja, Heisst ja. nicht, Ja, weißt du, ja, was ich meine? ja. Es geht Voll. nicht. Styles make fights. Du musst so viele Styles kennenlernen wie möglich. Linkshänder, aggressiv, kurz, lang, boxt er lang, was auch immer. Schlägt er gerne die rechte Hand. Und das im Amateur hast du alles. Hast du die 12 Runden, die jetzt Joshua macht, hast du in 3 Runden rein da, aber mit Stress. Viel Schläge, Punkte. Ja. Hol deine Erfahrung einfach so. Und Disziplin, oder? Gib nicht auf. Fang so früh wie möglich an. Oder? Ja. Top. Wie ist eigentlich wenn so eine Profi, also allgemeiner Kampf, die Vorbereitung, ist die extremer oder wie verläuft das? So einem Extrem Kampf? raus. Also extremer als normale Trainings, wenn man noch keinen Kampf ja. hat vor. Eben, als Boxer solltest du, man sagt 365, oder man sollte das Jahr um ein Athlet sein. Okay. Aber dann, wenn du einen Kampf
Vertrag unterschrieben hast quasi, Ja. dann hast du je nach Person 8 bis 12 Wochen Camp, quasi, wo dich vorbereiten. Und dann musst du auch abnehmen, weil die meisten Kämpfer nehmen ja ab für den Kampf. Das ist Heavyweights, verdammt Heavyweights nicht. Gut, das ist ja gegen oben keine Keine Limite. Limite, oder? Da gehen schon, aber oben nicht. Ja. Aber andere müssen halt abnehmen. Der Floyd ist eben einer, wo er rumgelaufen ist, hat er gekämpft. Ja. Das war geil für ihn, weil es nimmt extrem viel weg von dir, abzunehmen, während du... Das ist verdammt krank, nicht? Die nehmen damals bis zu 15 Kilo ab. Ja, gell? Schon, ist der im Boxen einfach genau gleich wie im UFC? Mann? Nein, schlimmer. Schon? Ja, sie nehmen sogar mehr ab. Sie haben mehr Heftig. Gewichtsklasse, glaube ich, sogar Heftig. mehr Ding. Und darum haben wir auch mehr Todesfälle im Boxen. Mhm. Wir haben mehr Todesfälle im Jahr als UFC in der Geschichte von UFC hat. Wow. Also während der Abnehmphase, oder? Nein, quasi, du nimmst als erstens mal, der Unterschied von uns ist, wir haben mehr Runden. Mhm. Das macht einen riesen Unterschied. Ja. 12:5 Ja. und dann auch die Vorbereitung, oder? Also wir haben kein Tap-Out, wir haben kein Würgen. Ja, voll. Gut, dann kannst du im Boxen nicht tappen. Sag ich, Tappen nicht, du kannst sagen, ich bin fertig, aber das macht keiner. Also einfach so wie sie Der Schiri kommt, ja, das macht der Trainer für dich oder der Schiri. Ja. Aber ein Ja, gut, der Kämpfer Schiri macht das sehr selten. Macht der Schiri nicht einfach, wenn Wenn es zu K.O. viel bist? wird. Nein, wenn es zu viel wird. Wenn er merkt, du kannst dich nicht mehr wehren. Aha. Du bist dich nicht mehr am Aber wenn wehren. du wirklich hardcore kaputt geschlagen wirst, so in dem Sinn so. Wenn jetzt der Joshua gegen mich kämpfen, dann irgendwann Ja, sagt der Schiri, schnell hör reinkommen, auf, Alter. Er will wahrscheinlich schon in der Kabine. White Flag. Ich so in der Kabine, in der Flugkabine, wenn ich da nicht fliege, also schon direkt aufgehe. Alter. Ja. Eben, und wir nehmen halt extrem viel ab. Ja. Du verlierst extrem viel Wasser im Körper. Ja. Auch oben, Kopfbereich, Hirn. Ja. Und dann hast du 12 Runden, wo du geschlagen wirst im Kopf. Und dann irgendwann mal das Hirn tätscht gegen den Schädel, weil es hat kein Wasser mehr rum. Mhm. Du hast dich so dehydriert. Auch wenn du jetzt über die Nacht wieder trinken und so. Und Junge mögen das noch durchbestehen, aber wenn du dann 30, 35 wirst und so, dann kommt das mit, wenn du zu viel abnehmen. Und wir haben auch in unsere Trainings im Camp. Wir haben 20 Runden Sparring mit, weißt, ich gegen dich. Ich mache 5, wenn ich jetzt den Hauptkampf habe, du bist jetzt einfach für mich da zum Vorbereiten, mache ich gegen dich 5 Runden, dann gehst du raus, dann kommt er rein als frische 5 Runden, so tun wir uns vorbereiten. Und darum haben wir amigs die Hirnschläge bei uns im Box, oder? Darum haben wir so viele Todesfälle. Und wir haben keine Würgen und so Sachen, weißt du, schnell. Ja. Heftig. Die Leute denken wegen Ellbogen und Knie im Kopf ist es schlimmer, aber es ist eben nicht so. Ja. Was haltest du? Was finde ich eben schön, jetzt in dem Case, wenn wir uns jetzt hier unterhalten. Mhm. Ich habe gerne, wenn jemand passioniert ist über das Thema. Voll, Weißt du, absolut. Bei dir merkt man wirklich, du bist ein nicht. Ich finde, bei dir merkt man voll, du bist ein passionierter in dem Sport. Ja, ich mache das schon sehr Hast- lange. Und, sorry. Und, Warum hat es nicht geklappt? was genau? Profi, weißt du, Nein, ich Step habe gar zum- nicht wählen. Ich habe gar nicht wählen. Ich bin da gewesen und da hat es für mich einfach keinen Sinn gemacht zum Profi. Ja. Der Champion von der Schweiz schafft nebendurch noch im Dinner. Ja. It's not me. Heftig. It's not me. Und in den Staaten? Ja, und dann bin ich runtergezügelt und Ah, habe ja, es eben dort- ein bisschen ja, ernst ja, genommen. wegen Und der- dann, aber dann habe ich bin dann auch schon 31, 32, keine Ahnung mehr. Ja. Gewesen. Und nein, warte. Nein, ich war ja 26, 27 gewesen. Ja. Spät, um jetzt noch voll Profi. Und Voll. weißt, als Boxer musst du dann jeden Tag, es geht nur um Boxen, das kannst du Ja, kannst ja. du nebendurch noch gross. Ja. Ja, das ist ein Fulltime-Job. Genau. Athlet ist ein Sportler ist ein Fulltime-Job. Und ich Da- mache mehr Geld als ein Kämpfer da. Viel mehr, weißt du, ich meine, von dem her. Ja. Ja. Was haltest du von der heutigen, also das Boxen im Gegensatz zu früher? Ist es ist, keine Ahnung, vielleicht ich höre von vielen sagen, es ist langweiliger, weil es ist, keine Ahnung, früher sind mehr K.O. gegangen, wenn du die Videos siehst von Tyson und so früher, die haben nur einen Style gehabt. Aber das ist ja, gell? Es sind Leute, wie alt sind ihr? 30? 30. 29. Leute in unserem 28. Alter oder eben Ja. jünger, die schauen Highlights Ja, auf voll. YouTube und sehen, ja, früher war es geiler gewesen und jetzt ist es langweilig. Ja, Wenn jetzt unsere Väter das sagen, ich verstehe es. ja. voll. Tyson ist halt schon extrem ein rarer Kämpfer, weißt du, so, der voll K.O. schlägt und voll Pitbull-mäßig reingeht. Aber wenn du das Boxen verstehst, dann haben wir heute exzellente Kämpfer Schon, ja. zum Zuschauen. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, weißt du, die Bildung im Boxen, also die Ausbildung ist heute auf einem höheren Niveau, weil halt mehr weiss, weil man weiss, vor allem als Mentale, weißt du, ich glaube, früher war das noch nicht so ein Ding gewesen. Ja, aber mit du musst, das Mentalcoach nimmt und eben so. auch weg von uns, oder? Weil jetzt haben wir Strength and Conditioning Training, wir haben Medizinball rühren und weißt, Joshua macht ein volles Programm, Schwimmen, alles. Und früher hast du dich wirklich zu 90%, also eigentlich zu 100% aufs Boxen. Du hast jogget, den Sandsack geschlagen,
Ja. und Sparring gemacht. Also original genau das, was bei Rocky Balboa war. Weißt du, ich meine? Und nicht umeinander Seile ziehen Ja. und so Scheiße. Ja, ja. Und da merkst du schon, früher haben sie schon fester geschlagen. Weil es ist ja nicht, der Joshua mag schon mehr Lob als der Tyson wahrscheinlich im Gym. Mit Deadlifts oder was auch immer. Ja. Aber der Tyson hat jeden Tag 1 Million Mal in den Sack hineingeschlagen. Und Ja, das ja. wird immer stärker sein, Ja. als jemand, auch Sehen, wenn ja. jemand kann mehr lupfen. Es ist wie viel Mal, es ist Repetition. Ja, ja. Wie viel Mal Genau. musst du das Gleiche machen? Ja, Der Mensch ist Consistency ein ist key, ja. Gewohnheitstier. Ist das, ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Desto mehr du das Gleiche machst, desto mehr du Voll. Bilder machst, desto besser wirst du wieder. Genau. Auch wenn du jetzt nebendurch die Linse Ja, und das voll, Buch liest, absolut. wenn du, weißt, wenn du Leute hast jeden Tag, Genau. Ja. dann you Das get ist better. immer Das ist besser, das, was ein immer bisschen weggenommen worden ist vom Boxen. Weißt du, was ich meine? Okay. Es geht so ein bisschen mehr jetzt in etwas anderes. Leute wollen ein bisschen andere Sachen probieren. Und es ist auch gut. Ja. Aber du merkst, früher so ein bisschen Basics Ja. fehlen jetzt heutzutage. Und Ja. darum merkst du, die besten Kämpfer heutzutage, wie Terence Crawford und so, die machen sehr simples Boxen. Jab, Ja. rechte Hand, einfach durch die Mitte, boom, fertig. Oder? Wenn du jetzt gesagt hast, du bist auf Tour gegangen mit irgendwelchen, eben mit dem 50 vorher mal gesagt, du hast vorher, bevor wir angefangen haben, hast gesagt, mit dem Luciano bist du jetzt auf der Tour gewesen. Genau, ja. Bist du nicht einfach mit denen die fit halten während der Tour? Oder, Also Luciano jetzt nicht. oder machst du Wir sind Security für die? Oder Nein, so? nein, gar nicht. Nein, die haben genug. 50 bin ich auf Tour gegangen, weil ich habe eben die Jungs trainiert und so und eben dabei war als Ja. Boxing-Coach. Habe auch geholfen mit Afterpartys organisieren und so. Nice. Luciano ist einfach wirklich ein Homie. Okay. Und er fängt jetzt an bei mir Boxen. Hat eigentlich schon letzte Woche sollen. Aber Nice. ist ein bisschen Sachen passiert. Machst du eigentlich nur in der Schweiz? Nein, ich gehe. Du machst auch Dubai, Miami. also machst du Private Sessions, egal wo du Genau, bist? ja. Hammer. Deutschland, Miami, New York, Dubai, Zürich bin ich meistens. Ja. Luciano ist ein spezieller Mensch, weil er ist der bescheidenste, den ich kenne. Schon. Den ich kennengelernt. Ich habe viele Celebrities So von diesen kennengelernt. Big Names. Er ist wirklich der Geist in sich. Und Heftig. real und treu und korrekt. Hammer. Im Magie. Also Method Man ist ein guter, genau, ist ein guter Freund von mir. Und er ist auch sehr, aber ist sehr introvertiert. Wenn Okay. jetzt der Luciano reinlaufen, würde ich mit euch da sitzen und voll eine Stunde lang über eure Familie fragen und was auch immer. Er gibt sich Mühe. Mega. Und Ja. ich habe noch nie ihn gesehen beautiful. an jemandem Nein sagen. Weißt du, schon für ein Bild. Und so. Ja. Nie. Hammer. Er lässt dich auch nicht gehen. Weißt du, einer ist mal im Rollstuhl gekommen. Ja. Für die ganze Tour, aber ich bin 2-3 Städte dabei gewesen. Und der hat gesagt, hey, ich bin euch im Weg. Weißt, er hat sich unbequem gefühlt da über Ja. den Weg und was auch immer. Er sagt, nein, du gehst nicht, du bleibst da. Du bist heute mein Ding. Und wir haben uns einfach extrem, wir sind sehr ähnlich. Oder? Und Wo kennt ihr auch denn? ich bin sehr ein enger Freund von Jeezy. Das ist der DJ vom Luciano. Ihn habe ich kennengelernt von einer 50-Tour. Er war Open Air gewesen, 22. Heftig. Hat er Köln gemacht und Zürich und München etwas. Ja. Oder Frankfurt. Und dann habe ich ihn kennengelernt und seitdem bin ich mit ihm. Jetzt bin ich auch mit ihm im Team. Okay. Ich mache so ein bisschen Management-Sachen, helfe so ein bisschen Sachen holen, weil ich sehr eng mit Live Nation arbeite. Okay. Und so hat sich das Ding und hat er mich mal vorgestellt am Luciano. Und eben Luciano merkt dann schon, wer da ist, weil er Luciano ist und wer da ist für ihn. Ja. Und ich bin halt, ich glaube, das hat mir extrem geholfen. Ich bin nicht jemand, der umeinander fragt für Gefallen. Ich bleibe mich selber. Ich kenne das seit jung schon, ein bisschen Celebrity-Zeugs kennengelernt. Und für mich ist wichtig, eine Freundschaft aufbauen. Für Ja. mich ist alles andere ist sekundär. Und dann passiert es organisch. Ja, voll Mhm. absolut. Weißt du, dann kommen die Leute von alleine zu Genau. dir. Ja, ich finde, das ist cleveres, in meinen Augen ist das cleveres Networken. Ja. Für mich ist Networken, weißt du, wenn ich jetzt einfach dir schreibe, hey, Ciabello, mach mir das Machst und du. das, amigo, dann Stress mich auch nicht, weißt du, dann schreibt das schreiben da 1000 Leute. Aber wenn du wirklich so mit jemandem wirklich am Connecten bist und merkst, du hast eine Basis da, Ja. dann Was die absolut. Leute nicht verstehen, die Celebrities, die Stars, die checken das. Auch wenn sie das nicht preisgeben, das verstehen sehr viele Leute nicht. Sie versauen sich so viele Sachen, Ja. weil sie so greedy sind, wie sagt man, voreilig. Sie sind, Ja. sie wollen, kann ich jetzt ein Bild haben, kann ich jetzt das? Nein. Ja. fast Just let it übereifrig, happen. ja, übereifrig so, ja. Ja, Was hast du meinst? genau. Oder? Krass. Aber was machst du mit Live Nation? Was bist du denn dort? Einer von meinen besten Freunde, Du hast schon viele Friends. auch meine 4,5, 5, ja. Ist MD Live Nation Schangerum, Mhm. also beziehungsweise Schweiz. Er macht das ganze Open Air Frauenfeld Okay. und all die Konzerte. Und wir sind eben, als ich im Luxor Training gegeben habe, Ja. habe ich ein paar spezielle Menschen kennengelernt, die einfach dort ins Gym gegangen sind. Es war gratis für Gym-Members. Und
guter Freund von mir, der Ralf Schuler, ist lustig, weil er ist so aggressiv war am Anfang mit allen Mitschülern dort. Hat voll reingeschlagen und ich sehe, beruhig dich mal und so, weißt du, er ist ein erwachsener Mann und schlägt fest 2 Meter, und ist ein starker. Und dann ist ein Training mal ausgefallen. Ich habe es nicht mitbekommen als Coach. Es war ein 4 Tage und der Ralf hat es nicht mitbekommen, aus was im Grund. Dann sind wir einfach alleine gestanden und haben gesagt, wo sind alle? Bin ich runtergegangen, Theke, hey, was ist los? Nein, heute ist frei. Ich sage, okay, bin ich aufgegangen und gesagt, hey, wir sind allein. Er sagt, ja, machen wir Sparring. Und da habe ich ihn voll verhauen. jetzt kann ich nachher das hören. Und er war so begeistert von mir, wie er mich nicht wie du ihn verhauen hast. Und dann habe ich gesagt, was machst du eigentlich? Weißt? Dann macht er noch einen anderen Beruf, einen sehr High-Ranking-Beruf. Und dann nebendurch noch Live Nation-Ding. Also Live Nation kenne ich, weil ich habe ihm von 2008 bis 2012 habe ich in LA gewohnt, West Hollywood. Und dort ist Live Nation gerade aufgegangen. Und ich bin immer runtergefahren, dort Beverly Hills Straße. Und dann nachher habe ich immer ein riesiges Ding gesehen, Live Nation. Das ist einfach mega aufgefallen. Es ist voll in der Sky, weißt du, Ding. Und ich so, was ist das für ein Ding? Habe ich mal gegoogelt. Und dann bin ich zurück auf Zürich gekommen und dann haben sie angefangen, Jay-Z signen, Beyoncé, Rihanna. Die Zeiten, gerade der Anfang. Und jetzt sind sie mittlerweile weltweit. Jetzt machen sie Asien auf. Also Schengen sowieso. Deutschland ist ein riesen Market. England ist Nummer 1 zu Europa und dann geht Deutschland und dann geht die Schweiz. Okay. Heftig. Das ist gross. Und sie sind schon die grösste Eventfirma der Welt. Und ich bin mit ihm halt jetzt so, weil ich kenne seine Frau, seine Kinder, seine Familie. Und das alles nur, weil ihn kaputt geschlagen hast? Das war der Anfang, das war die Türöffnung, genau, ja. Das ist schon ein nice Tipp zum Networken. Love is pain. Love is pain, Habibi. Love is pain, bro. Ja. Was im Thema Boxen ist ja irgendwie, siehst du immer mehr, dass, also auch früher, auch wie jetzt, das Thema Glauben ist bei diesen Leuten, zum Beispiel bei Tyson über Gott oder über Jesus, also als Christ, und bei Ali ist Muslim. Also Tyson auch Muslim, gell? Nein, ich meine Tyson Fury, sorry. Wer meinst du? Ah, Tyson Fury, ja. Aber sie tun es ja auch mega prägen, sagen, ja, I believe in this. Weißt du, was ich meine? Das Thema im Boxen ist, ich finde das sehr extrem. Wie stehst du zu dem? Weißt du, wieso ist das so? Also, das ist eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Ich glaube, wenn man von so Humble Beginnings kommt, weißt du, von Straßen, von der Straße, wie Tyson, wie Fury, er ist ja ein Zigeuner. Ja. Ich glaube, wenn du dann auf einmal zu Hunderten von Millionen kommst und du so viel Macht hast auf einmal, ich glaube, irgendwie muss man anfangen, an etwas zu glauben. Wahrscheinlich haben sie vorher schon etwas, also der Tyson glaubt es eher nicht. Ich glaube, er hat im Gefängnis, sehr viele Leute im Gefängnis in Amerika werden Muslime. Er ist ja konvertiert, oder? Genau. Das was immer der Grund, gell? Aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wenn man so viel Fame hat und Success, dann wird man sich an etwas festhalten, wo einem hilft. Ich glaube, das ist jetzt meine Meinung. Warum genau jetzt jeder dass er so macht, ist eine gute Frage. Ja. Das ist echt interessant. Ja, ist wirklich interessant. Ja, also man hört es immer viel und sie tun das alle recht immer posten, veröffentlichen. Aber es sind auch Role Models, sie wollen das irgendwie auch weitergeben. Ja. Aber dann trotzdem, der Fury hat trotzdem sich die Nase voll gekokst und Sachen gemacht, die er jetzt in seiner Religion nicht machen sollte. Ja, weißt du, nur weil jetzt jemand an Gott glaubt und so eine Richtlinie hat im Leben, heisst ja nicht, dass er sonst irgendwelches Scheiß macht. Und so. Aber es ist kontraproduktiv. Ja, absolut, ja. Entweder oder, würde ich sagen. Okay. Ja, du. Wie stehst du zum Thema Glauben? Ich habe einen ganz, ganz alten Glauben von Afrika. Ah, schon? Ja. Also es ist eher ein Lebensstil, nicht eine Religion. Aha. Aber kann man auch Religion nennen. Okay. Aber nichts, wo ich jetzt darüber reden quasi. Okay. Das ist nicht etwas, wo man Werbung macht quasi. Okay. Ja. Okay. Aber du hast nie in Afrika gelebt, oder? Nein. Das aber ich bin sehr nah an meinen Roots da dort durch. Ich bin sogar noch nie in Nigeria gewesen. Schon? Ich habe einen Kämpfer aus Nigeria, ich habe ihn auf die Welt gebracht, wo ich Spenden, ich habe Familie gekauft. Während der Pandemie hat mir einer geschrieben, Idris, Junge. Ja. Und ich bin mega nah an Nigeria, also allgemein, ich fühle mich, ich spüre es richtig im Blut und so und auch durch den Glauben, den ich habe. Und da hat mir einer geschrieben, hey, ich hätte gerne Tipps, du bist Trainer, ich sehe, du bist mega gut. Dann habe ich gesagt, wo du bist, von der gleichen Stadt, wo mein Großvater hergekommen ist. Und dann habe ich ihn gefragt, so, hey, wie sieht es bei dir daheim aus? Zeig mir einfach mal deine Wohnung. Und er hat mir Videos geschickt und sie sind
7. mit Krass, einer behinderten Schwester am Boden am Schlafen. Wow. Mutter, Vater auf einem kleinen Bett. WC ist geteilt mit 6 anderen Wohnungen. Küche auch, keine Pfanne. Er hat noch nie Fleisch gehabt in seinem Leben. Also es ist wirklich Heftig, schon ja. in Rio gewesen, ich bin überall schon gewesen. Mhm. Afrika ist dann schon eine andere Art von Armut. ja. Und da habe ich angefangen mit 100 Stutz. Ich meine, die zahlen, für den Ort haben sie Miete gezahlt, 300 Franken. Im Jahr? Genau. Schon. Und sie sind 4 Jahre nicht drin gewesen. Stell dir mal vor. Wow. Vater hat eine Taxifirma oder eine Lastwagenfirma, wo er muss Sachen Überleg, alles- 25 Stutz im Monat. Heftig. Das haben sie nicht machen können, habe ich mal das abgezahlt. Und da habe ich die Idris. Ich habe gemerkt, wenn ich desto mehr Geld ich gebe, ist normal, desto mehr Ja. wird verlangt. Ja, ja. Ich habe angefangen, ein Bett kaufen, Fernsehen kaufen, Ja. andere Wohnungen rein tun. Ja. Und dann nachher habe ich gesagt, I have to do something that's sustainable, etwas, wo er kann selber daraus kreieren und dann eine Familie haben. Ja, aber dann wachst ja. Da habe ich eine Firma in Dubai aufgemacht, habe Okay. Visa geholt. Also ich habe Dubai existiert immer noch. Schon. Habe ihn dann von Lagos auf Dubai gebracht. Das war ein riesiger Film. Weil Nigerianer es nicht willkommen heißen in den In Dubai? Nein. Wieso? Also kein Visum, Wegen oder? dem Haschpapi. Ja? Weißt du, der die Scams gemacht hat? Ja. Jetzt werden alle Nigerianer im gleichen Topf geworfen. Was? Mhm. Heftig. Das war mühsam. Wow. Dann musste ich über Benin und Istanbul und bla bla, dann habe ich es geschafft. Und jetzt ist er 7-0 mit 6 KOs. Profi. Wow. Im besten Gym dort. Ist auch schon im Fernsehen gewesen. Okay. Ich hatte jetzt vor einer Woche einen Kampf gehabt. Und jedes Mal nach dem Interview ist er mit Tränen in den Augen, tut er sich bei mir bedanken, dass ich mit Nein. ihm geredet habe. Und auch seine Mutter schreibt mir immer, ich bete für dich jeden Tag. Wie alt ist er? 20, 21, 22. Ah, ein junger Dude, man. G-Man, geil. Ja, ja. Respekt. Und er hat Grosses Herz. über Respekt, 100 Amateurkämpfe in Nigeria schon geleistet. Ist die Boxszene groß in Nigeria? Sehr. Schon, gell? Ja. Also Szene. Es boxen sehr viele Leute, aber Ja. es schafft Also ja, ich meine Szene. So, Ja, ja. Das Nein, ist ist ein ein grosser grosses Ding. Sport. So. Ja, ja, eindeutig. Ist wahrscheinlich nach Fußball so ziemlich der, Wahrscheinlich, ja. einer von der größten, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube, Basketball ist ja in Nigeria nicht so ein riesen Ding. Nie gehört. Aber ich kenne auch gar keinen Basketballer, wo. Aus Nigeria. Ja, Also in Amerika vielleicht, aber nicht. ja, 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 ja. ja, weil zum Beispiel Kamerun, gibt es ein paar Kamerun. Schon, okay, ja. Der Embiid, ich weiß nicht, ob du kennst. Doch, ja. Hast du gehört? Witzigerweise, der Joel Embiid, 2,16 Meter großer Wash, halt ein riesen Ja. Power-Typ. Bro, der heißt einfach Hans zum zweiten Vornamen. Nein. Joel Hans Ist Embiid. adoptiert worden, oder? Bro, noch, ich habe mich, genau das habe ich mich auch gefragt, also nicht, von wo der Name halt kommt. Ich so, amigo, wie kann das sein, dass so 2,16 Meter, 130 Kilo Center, Kamerun. Alter, Ja. Hans heißt. Geboren in Kamerun aufgewachsen. Dann habe ich angefangen zu googlen, recherchieren, etwa 20 Interviews von dem geschaut. Nur wegen der einer bekackten Frage. Habe ich etwa 3 Stunden in meinem Leben investiert für den Scheiß. Und dann irgendwann habe ich einfach herausgefunden, seine Mutter hat einfach, sie hat gewusst, sie wollen irgendwo mal irgendwo hin, wo sie eine bessere Chance haben. Ja. Also du, vielleicht schaffen wir es auf Deutschland. Hat sie einfach geschaut, was ist der meistgehende Name, oder so. der man geboren ist. Einfach Hans. Riesentyp. Ja, voll abgeschweift, sorry. Was ist das Ziel vom Nate in den nächsten Jahren? Wie sieht es aus mit dem Gym? Wie wirst du dort vor? Kannst du mir vielleicht etwas erzählen? Ey, look, ich Jetzt etwas bin Neues. sicher nicht Coach für den Rest von meinem Leben. Mhm. Das ist für mich jetzt Brot und Butter. Wo ich alles zum Finanzieren und weiteres. Aber ich bin nebendurch schon so viele Sachen machen, so viele Sachen dran. Ich bin ein Mann, der so ein bisschen ein Oldschool-Mann. Ich bin ein Okay. Alpha-Tier. Und ich glaube, dass a man still is a man lost. Ich bin nicht einer, der einfach kann hängen kann. Ich könnte heute Lotto gewinnen, ich will morgen genau gleich ins Gym gehen. Mhm. Ich bin extrem zielstrebig und Du bist Oh, sicher schau, sehr fokussiert, oder? ja, ich bin sehr. Und ich glaube, in Details mache ich gerne. Und Du wirkst schon so. Also ist das Ziel vielleicht mehr Gyms in anderen Ländern aufmachen? Oder nein, was nein, ist? eben nicht so. Eher so ein bisschen Networking, Ah, Mann. Leute zusammenbringen. So mache ich sehr viel Geld, auch kommissionmäßig und so. Mhm. Und dann mal schauen, wo mich das anzieht. I trust the Einen process. Weltmeister entwickeln vielleicht? Zum Beispiel. Ja. Aber ich bin nicht interessiert. Also machst du das eigene Management Kämpfer von zu denen? machen. Von wem? Eigene Weißt du, von Kämpfer? Jetzt, wenn du sagst, so ein paar Junge, machst du das Nein. Management von denen Coach oder einfach so ein bisschen. Ich hatte einen Kämpfer, der 2 Gürtel mit mir gewonnen hat. Okay. Ein Albaner von da. Aber dann habe ich ihn verlassen und habe gesagt, ich mache keinen Kämpfer mehr, aus persönlichen Gründen. Aber wo er gekommen ist, also der Maru, habe ich eine Ausnahme gemacht, weil er als Mensch. Okay. Es ist, als wäre er im letzten Leben wären wir verwandt gewesen. Krass. Also so. Und dann ist es okay, dann ist
weißt Ja, dann hast chemically macht Sinn. Ja, dann hast du die Chemie gepasst und du hast Energie. Ja, Wir haben vorher ja ganz kurz mit dem jungen Mann ein bisschen reden. ja, speziell, ja. Wirklich nicht lange miteinander geredet, aber ich kann mir sagen, ich hätte nicht jetzt vom Optischen, sondern wie er sich gegeben hat, was er so erzählt hat, wirkt überhaupt nicht wie 19. Ja, voll. Das Ah, ist gar nicht. beeindruckend, wirklich beeindruckend. Er kommt mit dem Buch, mit dem Zug, Buch an, leitet es an, trainiert. Am Anfang, letztes Jahr, als ich ihn trainiert habe, hat er ein Heftchen für ihn genommen und sich die Sachen aufgeschrieben, die ich ihm gesagt habe. Auch oldschool. Und wir haben eine ähnliche Denkensart. Ich Okay. habe einfach mehr Experience, aber er ist mit 19 weiter als ich Er ist mit halb 19 so alt wie du, bin. ja, heftig. Oder? Ja. Und so kann ich auch mit jemandem arbeiten, weißt du, ich meine. Mhm. Aber es ist nicht mal arbeiten, ich meine gleich, Hauptsache er schafft es im Leben und ich will Oh. für ihn dort dabei sein. Aber so, eben der Brian halt noch, weil es ist ein bisschen Spezialfall. Justiz hat sich bei mir gemeldet und hat So gesagt, wirklich? ja, also er hat also ich glaube, er hat ihnen gesagt, ich möchte einen Trainer da rein. Ich glaube, er hat ein bisschen... Also bist du in den Knast gut trainieren? Also ich hätte sollen, Aha. aber dann ist er rausgekommen. Ah. Bist du eigentlich früher so, oder? Ja, sie haben ja nicht gewusst, wenn er rauskommt. Und dann bin ich in einer Verhandlung mit ihnen gewesen. Ah, ist wie in viel. U-Haft gewesen, stimmt, ja. Da hätte ich ihn sollen trainieren und dann noch 3 andere Insassen. Okay. Auch ich habe mich müssen bewerben vor 4 keine Ahnung, Kantons, Justizleute und Okay. Richter und so. Ja. Und die haben nicht gewusst, auf was sie sich einlösen, was Box anbelangt. Und als ich angefangen zu erzählen habe, haben sie gesagt, oh wow, wir brauchen das wirklich. Ja. Nicht nur für den Brian, sondern für alle. Also ich finde, du machst allgemein eine gute Werbung für den Sport. Danke. Ja, voll. Also Absolut. ich glaube, vielen ist nicht bewusst, Ja. weißt, wie mental du wirkst mental übertrieben stabil. Mega. Also weißt du, so, Box ist für alle. Für dich, ja. deine Mutter, Ja. deine, meine. Es ist wirklich Großmutter, es ist für alle geeignet. Mhm. Das versteht man bei mir nach der ersten Lektion. Mhm. Ich finde vor allem schön, auch, weißt, eben, dass du so Leute, weißt, wenn jetzt Leute zum Beispiel den Tyson sehen, so Interviews und so, der Mike Tyson. Ja gut. Weil ich finde, er ist eine, jetzt abgesehen von der Droge und all dem Zeugs, macht er manchmal fast ein bisschen, ist es kontraproduktiv, wie was für ein Bild Leute nachher vom Boxer allgemein haben. Der wirkt jetzt nicht wie die hellste Kerze auf der Torte, so, wenn man Ist er das auch so, nicht gewesen, sind wir ehrlich. ja, Ja. ich kenne ihn nicht, aber so wirkt Ja. er für mich. Ich kann nur oberflächlich mir eine Meinung bilden. Und das, glaube ich, finde ich, machst du stark. Ich glaube, Ja. Leute tun sich mit dem Sport mehr befassen, wenn sie sich mit dir unterhalten haben. Mhm. Ja, Tyson halt, wenn er sagt, ich friss deine Kinder und so, dann Ja. Ja, eben, weil manchmal lässt er halt Leute fließen. wegscheuchen vom Sport. Ja, eben, fast Angst. Hast du mal im Gym etwas Negatives erlebt, jetzt in deiner Karriere, wo du vielleicht eine Geschichte kannst erzählen, wo weiß auch nicht, vielleicht etwas, wo du eine schlechte Erfahrung hast im Boxen Also als bis Coach, jetzt? nein. Also seit der Brian zu mir gekommen ist, habe ich ein paar 2-3 Anrufe bekommen, so drohende. Okay. Sie sind herzlich willkommen. Ich sage immer, du weißt, wo Ja. Google Mappen, wo ich bin und findest mich und schaust mal, wie es rauskommt. Ja. Wegen Brian? Ja, Also, Okay. es sind sehr viel Hass. Also 99% ist positiv, gell? Ja, ja. Also klar. egal wer, aber es hat ihn. Also weil du mit ihm zusammen schon so quasi mit einem, wo in einem Knacki so in dem Besonders nach dem ganzen Messerzeug, so, was unterstützt du, was auch immer. Okay. Ich sage, das hat nichts mit mir zu tun. Ja. Aber klar, ich kann mit ihm reden. Man fährt um Katz, oder? Ja, genau. Verpiss dich, Ja. Alter. Ja, Keine Zeit für ja. so. Aber es sind dann irgendwelche Hooligans am Telefon, irgendwie krass, wenn du aber gar nicht auftauchst. Das ist immer das Gleiche. Ja. Nein, im Fall, ich behandle alle mit Respekt, solange ich mit Respekt behandelt werde. Ich habe keine schlechten Erfahrungen. Hammer. Gar Sehr nicht. schön. Also im Gym nicht, auf der Straße nicht. Ich kann wegen dem Boxen wahrscheinlich auch nicht gross rumschlägeln. Auch weil Leute wissen, dass ich boxen kann. Oder einfach, ich bin ja nicht der gross rausgeht. Ja. Außer es ist mit einem Luciano, was Ja, ich- ja. dann, Für dann ihn bin wählt ich er hin. das. Ja genau, dann bin ich dahin Bist und ich eh bin nicht der, der in im der Crowd Bühne. hängt. Und ich Mhm. bin 15. Ja, voll. Ich kann Ja. da Konzerte so mit 10'000 Leuten einen Marschpit machen. Ja. Mit 36 Jahren. Nein, ist nicht Hast du mein Ding. irgendwelche Celebs, wo gerne noch würdest zusammenarbeiten? Ist eine gute Frage. Weil du hast ja gefühlt mit allen an. Ja. Ja, ich will noch gern, weil ich interessiere mich nicht wie, also es sind jetzt 2 grosse Stars, Celebrities, aber nicht wie bekannt sie sind, sondern Mindset-mäßig, was wird passen. Ich würde gerne mit dem Conor McGregor arbeiten. Oh mein Gott, ich schwöre, Alter, wenn Geil. ich McGregor Ja. an, ich schwöre, Alter, dann jetzt genau. Ganz geil. Ja. Und dann mit dem Andrew Tate würde ich auch gerne arbeiten. Mit dem Tate, der finde ich auch geil. Finde ich Es Psycho. würde Sinn machen bei beiden, weil der Conor McGregor versteht Timing. Und wie ich coache, für mich ist Speed und Power unwichtig.
Mir ist egal, wie fest du kannst schlagen, sage ich an Brian, ist egal, wie schnell du bist. Timing schlägt Speed, Präzision schlägt Power. Okay. Der Jay-Z hat einen geilen Quote, und ich glaube schon mal gebracht. Ich bringe ihn nochmal. Er sagt, I don't have a bright watch, I have the right watch. Nicht der, der bling bling. Ja. Oder? Sondern er hat den 500'000er. Und dann sagt er, I don't buy out the bar. Leute, Rappers, ich bin im Club, ich habe ganz Bar gekauft, ich habe 20 Leute gehabt, ich habe 500'000 liegen lassen. Jay-Z sagt, I don't have the bright watch, I have the right watch. I don't buy out the bar, I bought the night spot. Er hat das Ganze gekauft. Und eigentlich würde ich damit sagen, wie im Boxen auch, wenn ich dich treffe, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, ich kann 10% Kraft benutzen, du gehst schlafen. Es muss nicht fest sein. Und alle sind fokussiert auf das oberflächliche, flashy. Aber eigentlich sind das die kleinen Sachen. Und der McGregor, trotz dass er so viel verloren hat, das ist mehr bei ihm mental. Ja. Leider. Also meinst du Kämpfe oder was meinst du jetzt verloren? Ich habe verloren. Ne? Ja. Aber er versteht Timing. Er hat richtig, auch der Floyd hat er schön kontert mit Ding. Und ich finde, unser Stil will matchen dort. Der Tate einfach als Mensch, ich finde, also ich respektiere ihn, weil er allgemein einfach ein Kämpfer war und immer noch aktiv ist. Boxer oder Thai-Boxer, was hast du gesehen? Kickboxer. Kickboxer. Aber Weltmeister, mehrfach. Ja. Und dann allgemein finde ich, mindsetmäßig es passt. Und dann von irgendwelchen Rappers und so, nein, hat es eigentlich niemand mehr, glaube ich. Also ich will mit allen, gell? Ja. Aber eben, ich habe gefragt, weißt du, was du wünschst sind. Aber finde ich beide mega spannend. Ja. Tate ist halt nice. Ich finde jeden extrem zu respektieren, der eigene Meinung hat und eigene Meinung vertritt. Ob sie dir passt oder nicht. Ja. Schön für dich. Aber es ist ja jetzt sind wir in dem Woke Culture und das Zeugs und er spricht komplett dagegen. Wir brauchen das unbedingt, finde ich jetzt. Es ist nicht immer gut, wie er es sagt, aber schlussendlich Message 8 von 10 Mal. Vor allem, weißt du, wenn du eine Meinung hast, damit machst du und eine Meinung kundtust, also die veröffentlichst, bist du immer angreifbar. Ja. Weißt du, und nachher kommen die Leute, du kannst das nicht sagen. Alter, erstens schön für dich, wenn du nicht willst, wenn du das nicht, dann konsumier es nicht. Dann schau du, dass du andere Meinung hast. Ich finde, wenn jemand wirklich sich Gedanken macht zu einem Thema und dann eine Meinung dazu hat, das finde ich extrem zu respektieren. Aber wenn es nicht meine Meinung ist, I respect that. Er ist zu gefährlich geworden für die Gesellschaft, was er sagt. Das macht sehen, ja, das. Und wir werden natürlich extrem von unserem Gender, Männlichkeit weggezogen jetzt momentan mit Medien und alles. Ja. Und er ist der, so ein bisschen, der sagt, nein, dadurch. Dass wir einfach nur ein Gegending haben, finde ich noch gut, weißt du? Finde ich sehr zu respektieren. Ja. Wie ist das in deinem Gym? Also, was bietet ihr das alles an? Gruppentrainings oder Ich fange jetzt an mit dem Gruppentraining. Okay. Das hast du gar noch nicht gehabt bis jetzt? Heftig. I know. Ich hätte schon langsam anfangen. Alter, ich bin einfach 1 zu 1. 1 zu 1 oder Schon, ganze Zeit? Ja. Heftig. Und dann haben wir noch ein paar andere Coaches. Aber einfach Fitness. Also wir haben noch einen, der jetzt auch ein bisschen Massage macht und Physiotherapie. Wie viele Leute ist in dieser Bubble? In deiner, wie heißt das Gym? Sorry. Hooked. Ja. Wie viele Leute sind dort angestellt? Oder wie viele sind dort involviert? 3-4. 3-4. Involviert mehr, aber Coaches 3-4. Ja. Okay. Ja. Und ich fange sicher mit der Gruppentraining an, weil jetzt ist die Anfrage ist enorm. Hammer. Also, es ist schlimm. Ich und du. Wenn er aufmacht, können wir Am besten geht die 2 Sparring mal schauen. Was meinst du, Ich mache seit 2 Monaten jeden Montag und Freitagmorgen Boxen im Fall. Also absolut aktuell. Also Absolut du. Schachtelboxen. Ja. Bro, ich kann schon. Zügeln. Okay, gut. Ja, aktuell absolut du, also definitiv. Gruppentraining. Ja, kommen wir gerne vorbei. Du trainierst, ich habe noch nie geboxt. Ich bin ein einziges Also, Mal in meinem Leben in ein Boxtraining gegangen. Dann fragt er so, kannst du boxen? Und ich damals, 19, 18 oder so. Ich so, mega normal, Jade, man, weißt du das Gefühl? So dort, ich gehe da, hat mich kaputt geschlagen, ich bin nie mehr gegangen. Ich bin Albaner, normal kann ich boxen. Ja. Nein. Box kannst du boxen. Bei mir eben, das ist eben das, was ich nicht mache. Ich einfach reinwerfen mit irgendjemandem und ein bisschen Schläge kassieren. Das ist wirklich, und dann, das mag ich gar nicht. Es hat sehr viele Gyms da, wo einfach, du fängst an und sie rühren dich einfach, mach Sparring. Und dann kommst du voll runter. Ja, safe. Leute denken, du lernst etwas bei dem. Ja, desto mehr ich drunter komme, desto mehr lerne ich. Nein, that's not it. Hammer. Ich habe jetzt eine wilde Frage an dich. Kannst du Schach spielen? Ich kann.
Boah, das habe ich geschmeckt. Ich bin sicher verrostet, aber ich bin schnell wieder drin. Ja, ich kann Schachspielen. Das habe ich geschmeckt. Ist etwas, wo ich finde, als Mann sollte ich einfach Ich ein würde bisschen können. gerne mit dir Ja, Schach voll. spielen. Ich würde gerne mit dir Schach Ja, spielen. können wir mal machen. Was machst Ja, du? nice. Was, nebst dem Gym, Boxen, hast du noch etwas anderes, was du? Ich bin auch Vater. Das ist Ja, alles, sehr oder? schön, ja, das ist auch. Und, Vor allem Vater, nicht nur auch. Vor allem Vater. An erster Stelle. Aber nein, Gut, es ist nicht so, dass du wenig machst, also Ja, ja. Nein, aber Vor allem, wie du vorher erzählt hast, haben wir nur viel mit mir gehört. eigentlich ist es eine Marke von mir, was ich nicht kann, ist abstellen. Schon, Ja. Bist du immer aktiv? Auch, ich lebe in meinem Kopf. Auch wenn ich daheim bin, ich schaffe es nicht abstellen. Das muss ich noch ein bisschen meistern. Ich habe das auch nicht. Also bei mir ist es so, ich kann nicht irgendwo Kann lang mir. hocken bleiben. Ja. dass Also ich die kann Hype nur besonders. Ich muss Nee, irgendwie, kann machen. what's next? Das Jahr, was auch immer. Mit dem Thema Mindset befasst du dich? Wie befasst du dich damit? Inwiefern? Ja, Mindset zum Thema, also tust du dich irgendwie inspirieren, liest du Bücher? Mental Health, so. Ja, voll. Das ist bei dir das große Thema. Mental Health bin ich eben so ein bisschen, I'm a master of my own mind. Ich Okay. glaube nicht gross an also ich weiß, es existiert, Mhm. aber ich erlaube nicht, dass irgendwie, wenn ich mich down fühle, was immer, dass ich einen Titel gebe. Schon. Da hat es mehr Macht. Und ich finde, früher unsere Vorfahren haben all die Anxiety-Worte und so Sachen nicht gekannt. Ja. Mhm. Und die haben es trotzdem überstanden. Eigentlich besser als mir. sind wir Also du ehrlich. gibst kein Gewicht in den Problemen und so. Ja, richtig. Es hat einen Weg, Solutions. Ja. What's the solution? Voll. Und nicht mich vertiefen und dann ja, mich mehr versinken und dann bekommt es mehr Leben. Schlussendlich bist ja du, Ja, entscheidest du Genau. nimmst Power Hammer. raus aus dem aus dem Problem, Ja. wenn es nicht petit ist und nicht groß. Ja, ich höre viele Podcasts eigentlich. Okay. So beim Autofahren höre ich keine Musik mehr. Also ich hoffe, ab jetzt los ist. Ja, oi. Los die Jetzt Tage aber lang. Ich hoffe, wie wir vorher gesagt haben, dass du Werbung gemacht hast für den Boxsport, dass wir Ja, Werbung gemacht voll. haben für uns selber bei dir. Wäre auf jeden Fall nice. Ja, super, ey. Ich glaube langsam. Für mich ist langsam, Also brutal. langsam alles durch. Ich bist kann ja vor nicht dem mehr Boxen ich kann nicht mehr so Sicher, gut dass du mit... kein Italiener bist, Mann. Wegen? Du redest wie ein Italiener. Ja, Mann. Akzent, Körpersprache, Gesicht. Jeder Podcast hat, bekommt Könnte eine ich andere voll. Geil, Nationalität. ich schwöre, bis jetzt- Calabria oder so. Um Calabrese, Calabrese. wenn der Neo-Napolitani, wenn Italo, ja, schon. wenn Ja, dann gefällt mir Napoli. Bist du schon mal gewesen? Hä? Bist du schon mal gewesen? Nein, Ah, das noch nie. nicht. Aber ich bin, also, nein, ich bin, Wirklich? ich bin, ich bin Real-Fan, aber von den Italos gefällt mir Napoli mega. Schon. Schon geil, ja. Ja, voll. Aus Bild von unserem Podcast. Ich bin ein Real-Fan und das Bild von unserem Podcast auf Spotify, dort habe ich einfach einen Napoli-Trainer an. Und so meine Kollegen voll am Ausdruck, was machst du da mit Napoli-Trainer? Auch der jetzt, Drake, was der du Drake hat sagst. auch Napoli-Shit an. In seinen Freizeit. Ja gut, er ist sowieso mega ein Soccer, Der Drake hat Soccer-Shirt. einen albanischen. Das stimmt. Ja, Das habe ich. Ich bin einfach aufgestanden und Krass. alle am Durchdrehen. Ja, Alle voll. sind, wir schießen Voll. rein, gerade durch, sobald irgendwo Flagge ist. Ja, ja, Schreit Das man an. ist Jetzt sowieso ist ja wahrscheinlich also, halb Albaner für uns. Ja, ich schwöre. Wir schauen jetzt sogar Wurzel auf. Ich glaube, Urgroßvater ist also gut, Albaner. wenn er kein Albaner ist, dann ist er Engländer. Dann kommen die Engländer, er ist einer von uns, der Brüder. Nein, ey, Bro, danke dir vielmals. Ja, voll. Ich kann glaube nicht mehr gross mit dir weiterreden, weil in meinem Kopf, ich bin schon meine Theorie am Schachspielen mit dir. Hammer gesehen. Hast du schon irgendwo etwas noch zu sagen an unseren Zuschauern, an deinen Zuschauern, an den Leuten da Ich draussen? habe mir kein einziges Mal in die Kamera angeschaut. Voll. Oh, hätten wir müssen. Nein. Nein, Denzel Washington. Nein, ich Wegen der Message. Ich hoffe, sie können etwas ziehen von dem und ich bekomme jeden Tag DMs über mit wie oder was und ich bin wirklich jemand, der alles durchschaut, allen eine Antwort gibt und ich bleibe am Boden, ich mache nicht eins auf, ich habe es geschafft und was immer. Ich bin noch lange Geiles nicht dort, wo ich möchte sein. Und wir sind alle auf der gleichen Augenhöhe. Hammer. Als du mich angehauen hast, Voll. bin ich geehrt gewesen übrigens. Ich bin happy, dass ich da bin. Danke, wir sind Danke mega dir, geehrt, dass du da überall bist und dass Danke du dir dir, Zeit genommen hast. Hammer, Man wirklich. Danke, Ja, in Brother. dem Fall, dann danken wir dir viel mal. Gibt es noch ein Outro? So. Das Outro ist wieder etwas Ähnliches wie am Anfang. Es ist eigentlich genau ziemlich das gleiche wie am Anfang. Gentlemen! Ich würde gerne mit meiner Stimme twerken, aber
Aber niemand weiß, wie es geht. Aber jetzt sind alle Boxprofis, die den Podcast angeschaut haben. Grazie, Luz, Dankeschön. Folgt uns auf Spotify, bleibt gesund, küsst euch Mütter, bleibt gesund. Jeder Tag ist Weltfrauentag, 8. März. Bello, ciao ragazzi. out! Talk it like Loose D.